Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob Sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Witzig wie und je. Vielen Dank für die Blumen. Was gibt's Neues? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Blender. War klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt. Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Wäre möglich. Sonst haben wir über den Wächter oder mit dem Flur. Ich überlege gerade Fleckenwichte. Das haben wir gerade nichts. Naja. Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist es gar kein Fleckenwicht. Dein gefiederter Freund könnte sich geirrt haben. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Und was genau haben sie beobachtet? Das Gebiet und das Anwesen ist voller Löffel. Löffel? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenwicht Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Ein Löffelfluch, ja, wieso nicht? Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr. Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon, streng dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier? Raublust. Jemand wurde bestraft. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Was denkst du? Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie in Zusammenhang? Ah, professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Wicht brauchen. Sonst nichts. Schade. Also los. Du setzt schon mal den Absud an. Ich besorge den Speichel. Den müsste ich in seiner Suppe finden. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja, die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, bis später. Ja, bis dann. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absud. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut, viel Glück. Dir auch, mein Freund. Bis dann, mein Freund. So, eine gemütliche kleine Mitternachtsgeschichtsstunde auf dem Friedhof mit unserem guten alten Freund, dem Regis. Los Biesen Beauclair. Ja, Detlef war leider doch mit. Ja, Regis ein bisschen. Naja, näher verbunden zu sein. Die Frage ist, ob uns diese Verbundschaft oder Freundschaft, wie auch immer, ob uns die noch irgendwie. Okay, flecken wir auch das. Igni, Jotten, keine Bomben, okay. Ja, ob uns halt die Freundschaft zwischen beiden oder eben diese enge Verbundenheit irgendwie noch nützlich sein kann oder aber im Gegenteil sogar noch schaden wird. Ich meine, offenbar, Regis hat selber erzählt, dass irgendwie Detlef hat ihn mit seinem eigenen Blut wiederbelebt quasi. Quasi Blutsbrüder, sogar im engeren Sinne. Und ob das nicht sogar, naja, noch ein paar andere, was soll ich sagen, nicht unbedingt Eigenschaften, aber halt Charakterzüge und so von Detlef auf Regis wirft. Und so weiter und so fort. Ja, müssen wir mal gucken. So, erstmal die Quest durchgehen. Moment mal ganz kurz.
Bin ich denn jetzt genau? Wir haben einen weiten Weg vor uns, aber erstmal... Nicht die schon wieder. Aber erstmal muss ich hier zur Abzweigung und ich kann es nicht benutzen wegen den Viechern. Ja, vielen Dank auch. Dass man nicht automatisch, sprich manuell vom Kampfmodus zum Normalmodus switchen kann. Finde ich jetzt noch ein bisschen mühsam, aber okay. Ja, was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, also kann man durchaus vorstellen, dass die Entwickler das noch irgendwie so eingebaut haben, dass Regis irgendwie noch zum Feind werden könnte für eine bestimmte Sequenz. Weil ganz ehrlich, dass sie sogar so machen, Regis der Endgegner, beziehungsweise sogar wir müssen ihn töten in diesem Sinne. Nee. Das glaube ich das kann kein Witcher-Fan antun, das kann es auch nicht machen. Ja, natürlich, also mittlerweile, war auch schon erwähnt, also bezüglich Wild Heart und Hearts of Stone wurde es mal im Sinne vom Gaunter Dim Spiegelmeister mal kurz erwähnt, und jetzt hier schon wieder. Wir haben in allen 3 Teilen von The Witcher 3 haben wir Anspielungen auf Vilgefortz und es könnte doch sein, also wenn ich mich richtig erinnere, im Roman Die Dame vom See gab es da mal, ich jetzt überhaupt genau hin, gab es doch, ja, mal irgendwie eine Sidequest machen, gab es mal auch so einen Hinweis darauf, dass auch er zurückkehren könnte. Und dann noch die Anmerkung vom Spiegelmeister, die Beschreibung, die er damals irgendwie genannt hat, da hat er schon zuerst, es könnte Vilgefortz sein. Von den Fähigkeiten her wird es noch gut auf ihn passen. Wenn Olgierd quasi auch unsterblich war, könnte Vilgefortz etwas Ähnliches. Gut, ich meine, wir haben ihn eigentlich getötet, ziemlich sicher, aber naja. Tod ist nicht gleich tot, vor allem nicht hierbei. Sprich im Universum von The Witcher. Generell vor allem mit der Fernkonjunktion und allem möglichen. Aber egal, was? Schöne Melodie. Welche Melodie? Ich höre nix. Melodie? Geralt, welche Melodie? Eine Lebensfrau, ja schön. Mein Bruder hat mir ein Schwert geschenkt. Ich habe es Nadel genannt. Ich höre nix. Nicht das Geringste. Aber egal, Rede zu Dienst, dann geht es mir jetzt noch in Kamera, um dich über die Einzelheiten des Auftrags zu informieren. Wir wollen mal sagen, wir haben jetzt ein bisschen genug Hauptquests gemacht. Genug. Das erste Mal noch ein bisschen Sidequests in der Nähe. Mal gucken, was es alles gibt. Aha, hier. Der herzogliche Kämmerer. Okay. Interessant. Ah, hallo. Ja, Bote. Servus. Hallo, die Summe kommt nicht hin. Der Feige. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Oh, so ein System fehlt im Norden noch. Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin, Anna Henrietta, schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Ja, ja, ist klar. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Ach du Scheiße, bis 15 Aufträge. Gar nicht mal so schlecht. Wenn wir vermutlich im Verlauf des Let's Plays mal machen. Übrigens. Sei gegrüßt, Ritter. Ich hatte doch noch gesehen, eine Partie gewinnt. Sagt mal ein Angebot. Ja. Ich würde mir gerne mal deine Bücher... Die Bücher vor allem. Hat er irgendwas Interessantes für uns, was wir direkt jetzt schon brauchen? Sieht weniger so aus. Nachglyphen brauchen wir eigentlich alles nichts. Was haben wir hier noch? Eine Handwerkerzutat. Meistergegenstand, also eigentlich relativ selten. Linebuch. Naja.
Naja, komm, wieso nicht. Mal vorsichtshalber kaufen. So, Wind. Du spielst wohl nicht zufällig Gwent, was? 4 gewinnt. Wir zeigen natürlich mit dem nördlichen Königreich, weil wir sowieso sonst kaum etwas haben. Wie ich führte, die Einheit in Kanton 6 ist nicht gerade sehr viel, aber es wird irgendwie reichen müssen. Oh, Nilfgaard, ja, vielen Schrank auch. Ja gut, das heißt, ich muss die erste Runde sicher gewinnen, die zweite kann ich verlieren, also eigentlich wie gewohnt, aber natürlich muss ich aufpassen, weil er halt durch einen Unentschieden bereits gewinnt. Das heißt, ja, vor allem erste und dritte Runde ist wichtig, muss halt die Loge schon mal weichen, wa? Sabrina, die gute Sabrina, ja, denk mal Sabrina. So. Wir haben Johann Natalis. Sehr schön. Ist noch schwacher Öffnungszug. Ich rufe erstmal Gauntod ihm. Ist besser, wenn ich ihn jetzt schon rufe und er mir nicht die Tour vermasselt. Leto! Nice. War nicht im Zug, ja, natürlich. Der gute alte Dieter von Goletta von der Vipon-Schule. Übrigens, was ich noch geguckt habe, irgendwie die Vipon-Schule und die Manticore-Schule, also Manticore im letzten Part noch erwähnt, vorletzter, glaub, jedenfalls ist doch nicht das gleiche. Es gibt hier mittlerweile bei Blut und Wein gibt es doch insgesamt bereits 6 Hexerschulen. Wie gewohnt die Katze, Wolf und Greifenschule, die kennen wir noch aus den Büchern, dann exklusiv halt für die Spiele noch die Bären, Vipon und jetzt halt auch die Manticore-Schule. Das war interessant, was er bereits 6 Schulen eingebaut hat. Die Manticore und die Vipon-Schule kommen alle irgendwie aus Nilfgaard, also beide aus Nilfgaard, den hier spielen. Die Bärenschule offenbar irgendwie aus Skellige, Wolfschule, Kaer Morhen kennen wir ja, und dann die Greifen- und Katzenschule. Ja. Natürlich ein anderes Thema. So, erstmal ein bisschen einfrieren. Frozen Joghurt. Bringt zum Glück bei uns und dummerweise bei ihm auch nicht. Das bringt auch nicht gerade sehr viel. Also Kumpel, das Horn hast du ein bisschen verschwendet. Lass ich in die erste Runde gewinnen. Im Kartenvorteil natürlich. Ich habe jetzt noch 6 Karten, nach 5. Wenn ich jetzt, da muss ich noch eine Karte spielen. Heißt, dann wären wir 4:6. Wir haben noch 4 Karten. Ja, das ist gar nicht mal so übel. Klar, ich meine, in zweiter Runde braucht er nun unentschieden, alles andere ist ihm egal. Mir natürlich nicht. Er muss sogar 2 Karten spielen, der Trottel. Er jetzt natürlich noch boosten. Mann, so ein Arsch, ey. Der ist doch doof. Er hat noch 3 Karten. Kriegen wir da eigentlich locker hin. Oh, vielleicht auch nicht. Okay, er ist nicht so doof, wie ich dachte. Okay, natürlich wieder vollkommen. Wenn ich die spiele, dann natürlich nicht mehr die Kälte spielen. Dann gehe ich doch eher Belagerungstruppen. Ich mache hier mal einen schwachen Eröffnungszug, wenn du die andere Variante. In unserer einer Einheit. Okay, passt bereits. Das passt ja. Es passt, versteht ihr? Gut. Ja, aber Punkte, egal wie ich das mache, ich brauche mindestens 12, das kriege ich nur mit den beiden hin. Soviel zum Kartenvorteil. Allerdings gewinne ich jetzt die Runde und kriege natürlich eine neue Karte durch den temerischen Vorteil. Also, eine Königreich von mir aus. Oh. Ja, das aber gibt mir 5 Punkte. Das ist schon relativ viel. Andererseits fürs Dennis, ja kaum. Oh, das Horn. Sehr gut. Und weitere Einheiten zurück. Ja, wie gesagt, doof ist er nicht. Also der weiß schon, welche Karten er bis zum Schluss aufheben muss. Und nochmal so eine Karte. Ja, leck mich am Arsch. Obwohl 15, das kriege ich locker hin. Jo, ich meine im Nahkampf plus das Horn. Und wir haben gewonnen. Mit einem, wie ich immer noch behaupten würde, relativ schwachen Deck. Oder wohl eher mittelmäßig. Ach ja, ich liebe Quint.
geiles Game. So, kriege ich jetzt dafür eine seltene Karte. Die Summe kommt nicht hin. König Bran, er hat uns König Bran gegeben. Geil, Mann. Wir haben Bran. The King, wir haben König Bran. Lalala, lalala. So, Krach muss leider weg. Tut mir leid, aber der Effekt ist momentan, wie ich finde, nicht gerade der beste von allem. Achso, stimmt, weil mit X. Man kann Bran ersetzen, obwohl es viele versucht haben. Werden. Ja. King Bran. Gut, dankeschön. Sei gegrüßt, Ritter. Na denn, bis dann. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Jo, dankeschön. Kann man gucken nach dem nächsten Quest, weil Ritter ist mir noch ein bisschen zu nahe. Kaufleuten-Lager, dass man Stufe noch ein bisschen... machen wir später. Auch das ist mir nicht gerade in der Nähe. Wie sieht es denn zu Hause in Toussaint? Das ist unser eigenes Weingut, wa? Das betrachten wir natürlich auch schon mal geil. Was anderes beim Level her können wir natürlich einiges hier machen. Aber andererseits... Wir brauchen noch die nilfgaardische Sonne im Hintergrund. Ja, ja, hurra, hurra, Skellige ist wieder da, hurra, hurra, jetzt auf den anderen bereits. Ach so, und war wohl... ist Krach wohl automatisch dabei, war sind es doch... Ja, es sind noch 17 Karten. Mal gucken, ob die jetzt nach hier einen normalen Let's Play kriegen und halt bei New Game Plus noch machen muss, je nachdem natürlich wie schwierig es ist. Aber halt, ich muss halt aufsuchen, halt die anderen Karten noch holen, mein Gott. 143. Verflucht sei, wer sein Schwert vom Blute frei hält. Denk dran, Hexer. Geschichte wird von denen geschrieben. Wobei mir dann gerade auffällt, also so ein Gewinn-Part in New Game Plus bezüglich Blut und Wein lohnt sich dann gar nicht. Weil die einzigen neuen Karten, die es im Blut und Wein gibt, sind die für Skellige Deck und dafür haben die Quest. Da stehen ja alle drauf, wo sie sind. Also, wieso, ja, wie gesagt, bringt gar nichts, wenn ich da den Part mache. Außer natürlich jetzt sagen am Schluss noch, wie das Deck genau aussieht. Das wäre natürlich eine andere Variante. Geht mehr darum, dass ich halt gerne alles ein bisschen komplett habe. Ja, bin ich halt so ein bisschen Ordnungsmensch, der, wenn er etwas anfängt, hat das gerne komplett und gewinnt, ja, sowieso. Benimm dich bloß, Freundchen. Naja, danke, danke. Besuche Guillaume im Zelt des Direktors. Ist mir gerade egal, denn ich will erstmal reisen. Sowieso brauchen wir langsam ein bisschen was ablegen können. Ah, hier ist ja. Der uns eigenes Weingut, wa? Mach ich doch die Quest jetzt als erstes. Wie hieß die schon wieder? Zu Hause ist doch am schönsten, glaube ich, wa? Erstmal gucken. Hey, unsere Plötze ist ja da. Ganz plötzlich. Das soll unser Weingut sein. Also, es sieht groß aus, aber ja, servus. Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Ja, das hört man auch im Norden. Ja, also, ich weiß auch nicht. Ich meine, es sieht doch... Ja, relativ doch, es sieht schon... Gerald, es sieht schon cool aus, keine Frage. Also, cool, groß halt. Aber, wait mal. Guten Tag. War es nicht die... Die haben doch die Buchse erledigt. Ja, deswegen hat Henriette uns geschenkt. Ja, wer will natürlich schon hier wohnen, wenn hier gerade zuvor noch Menschen und Bruxas und hast nicht gesehen, noch alles Tote hier rumgelungert hat. Ja, super. Danke, Anna. Hey, das war voll geil von dir. Schön. Trotzdem gibt es hier eine Quest offenbar. Wir können nicht starten. Gefällt's dir hier, Hexe? Bisher schon. Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilyi und in Nazair bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen.
Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich? Baron Rossel, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Beaulieu abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Urgroßvater. Ja, anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Beaulieu wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er, Monsieur Beaulieu. Klingt nach einem Mann der Tat. Wobei man so überlege, Geruch, Geschmackssinn, alles verlieren und dann noch wilde Wellen organisieren und so. Ich wüsste gar nicht, ob er das so könnte. Also ganz ehrlich, mein generell Geruch und Geschmackssinn verlieren, das ist dann schon ziemlich hardcore-mäßig und dann noch so etwas. Jo, schon noch großzügig, der Gute. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. So tun wir's. Was? Sieh nur, Herr, dein Gut in all seiner Pracht. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Die arme Familie. Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im Grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Moosgrün. Schöne Farbe. Baron Rossel hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Das Buch der Liebe ist lang. Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carvanere an, eine der ältesten Sorten der Welt.
Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren. Würde ich auch mal gerne. Schöner Brunnen. Malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Beaulieu den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Beaulieu-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Ich hab mir die Finger völlig zerschnitten. Die Lehren Majorans. Bist du blind? Hallo, wie sprichst du mit deinem Herrn? Wie kannst du es bloß wahren, du Gesindel? Bedienstete, ist ja auch egal. Die Predigt mal. Die Lehre Majorans. Monsieur Beaulieus Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Wollen wir erstmal offen. Ist im Prinzip ein großes Gebiet, würde sich durchaus lohnen. Ja, aber nicht gerade auch wegen unserer Geschichte hier, war. Also, naja, also geht es mir darum, ganz kurz hier auffüllen. Ja, liegt ja mehr daran, dass wir uns für Tries entschieden haben und so. Und klar, wir wohnen im Prinzip künftig in Pont Vauvis. Wow. Aber hier mit ihr zu leben, quasi als Urlaubsort. Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Ja, offenbar schon. Mit Tries hier, ja, warum eigentlich nicht, wa? Wie gesagt, das Ferienresidenz und so. Der durchaus was für sich. Und natürlich der Weg bis hierhin, vor allem wenn natürlich im Norden immer noch Krieg herrscht und so weiter und so fort. Aber sollte eigentlich nicht mehr. Bis dahin halt, meine ich gerade. Je schlimmer auf Trab, desto früher im Grab. Trabgrab. Und jetzt? Arbeit über Arbeit. Und ich hol mir auch noch was weg. Ich will auch noch was weg. Ah, der Stall. Jo, schön. Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plötze. Also man merkt schon, Geralt hat irgendwie Freude daran, war? Das als Besitzer, man hat bereits Gedanken. Wo, was, wie und so. Der Keller, voilà. Unter Monsieur Beaulieu wurde hier Wein gelagert, aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist? Vielen Dank, Barnabas Basilius. So, damit natürlich alles fruchtbar gedeihen möge. Die goldenen Hoden! Mögen sie alles fruchtbar gedeihen lassen. Nach die alte Frau die Schmerzen nehmen, Jugendlichkeit zurückgeben. Nee, das wüsste ich. Geralt sowieso nicht, ich kenne seine Eltern. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Das sieht fast so aus wie im Norden oben, ganz ehrlich.
Gut, ja, hat er gesagt, dass hier unten, also das Weingut, sein bisschen Jahre gekommen und so weiter und so fort. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet, aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Klingt doch mal vernünftig. Muss ja noch teuer werden, wa? Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Vielleicht mit den Bediensteten? Dann hast du das Gelände soll verschönert werden. Das Gelände vielleicht? Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Ich denke eher mal einen Schleifstein, einen Rüstungsreparaturtisch, kriegen wir relativ häufig, wie wir gerade gesehen haben. Und einen Schleifstein haben wir jetzt gerade nirgendwo gesehen. Natürlich zu Hause ist am schönsten, das war natürlich schon beides, aber aktuell wäre ein Schleifstein. Oder hätte sicher die obere Priorität. Nee, ich denke schon, passt. In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Würde ich auch. 1000, Alter! Dann bestelle bitte einen. Einen Stein von hoher Qualität, der im Hof aufgestellt werden soll. Natürlich. Ich schicke sofort einen Boten in die Stadt. Ab morgen kann hier nach Herzenslust geschliffen werden. Brauchst du sonst noch etwas? Mehr Kohle. Aber denk mal, fürs Erste reicht's eigentlich. Ja, komm. Kommen wir später darauf zurück. Mir ist gerade eingefallen, dass ich mich dringend um etwas kümmern muss. Kein Problem, Herr. Ich bin hier, um dir jederzeit zu dienen. Vielen Dank. Warte ein Tag, bis der Schleifstein da ist. Okay, mal ein bisschen um uns rumgucken. Überall noch Trophäe aufstellen, okay. Ja, das will halt generell, wa? Das kann Gegenstand im Inventar, okay, ja. Mehr Sidequests machen, ich sehe schon. Oh, ja, ich glaube, das Let's Play wird lange dauern, vor allem, weil ich habe jetzt irgendwie schon den Anreiz, generell natürlich hier ziemlich viel zu machen und vielleicht sogar alles, was hier irgendwie das DLC zu Blut und Wein noch zur Verfügung stellt. Ja, die brauchen noch Bild aufhängen und so weiter. Und wer weiß, was er sonst noch mit Triss und so für Auswirkungen hat. Oh, erst ein bisschen pennen. Im Sitzen vor allem. Okay, Gera pennt im Sitzen. Was? Macht da wurde ich an Boni zu erhalten. Boni! Oh, das sind aber 3 Stück noch gesperrt. Wie kriegen die? Okay, mindestens 60 Minuten für Bonuserfahrungen. So, die habe ich jetzt. Sieht man schön links, nicht gerade links oben, aber irgendwie links mitten im Bild drin. Das hält jetzt ewig, oder wie lange dauert das, bis wieder der Balken zurückgeht? Egal, erstmal ein bisschen umgucken. Haben wir oben irgendwas Spezielles? Nö. Ja, also man sieht schon, es ist natürlich schon cool, langes Anwesen und so weiter. Und offenbar ist es auch irgendwie noch dicht, aber wie gesagt, im Vergleich zu Novigrad, also da könnte durchaus eine Hütte im Novigrad sein. Nicht so, dass man irgendwie sagen müsste, oh, das ist
so extravagant, so magnifik, das muss unbedingt Beauclair sein, das geht gar nicht anders. Und wir haben natürlich unser Lager endlich mal. Gut, würde ich sagen, erstmal, natürlich noch ein paar Dinge bereits drin, erstmal ein paar Waffen ablegen, das wir nicht mehr brauchen. Faustino, vielleicht sogar verkaufen, war. Dann noch die Rüstungssets und hast nicht gesehen, wenn wir das Inventar leeren. Iris, die Stahlwaffe, ja, das ist ja das Geschenk von Olgierd, der einen ophirischen Säbel, sieht so ähnlich aus, ist natürlich nicht gleich. Dann haben wir verzaubert, genau. Also verzaubert, halt Runen, draufgepackt. Dann auch eine Variante, dass man noch gucken muss, ob es hier im blutigen Wein, also sprich hier in Toussaint, auch sein gibt. So ein Runenschmied. Ich denke mal eher weniger. Auch aus dem Grund, weil man kennt ja theoretisch auch Heart of Stone weglassen, nur Blood and Wine kaufen. Dann, wenn man es halt in Blood and Wine, also sprich in Toussaint, irgendwie auch einen Runenschmied kriegen würde, wäre es gar nichts Neues mehr in Hearts of Stone. Daher denke ich, man braucht schon Hearts of Stone auch, um auf die Runen Zugriff zu haben. Und dann das mit den Mutationen, mit den extra Mutationen, ist wohl echt nur Blood and Wine exklusiv. So, das Maß kriege ich sowieso nicht weg. Momentan war es eh nicht. Rauchfass momentan auch nicht. Weg damit. Da kann ich auch dummerweise nicht verkaufen. Also muss das halt auch weg. Das wird wohl noch Überbleibsel von alten Spielständen sein. Das wird wohl eher verkaufen oder zerlegen. Die werden wir momentan auch im Ding behalten. Genau, was haben wir sonst noch so? Ah, hier. Ja, genau, das behalten. Sehr schön. Bin nur ein bisschen geleert. War, oh ja, jetzt 170, hey. Vitalität sehr viel, Vergiftung auch prima. Ist doch alles geil und ich kann langsam sicher mal einen Part abschließen. Ein bisschen spät und dann... Wir haben am nächsten Tag wieder viel zu tun hier. Neuer Schleifstein. Also, mal austesten natürlich. Ja, geil. Ich habe ein Beta, aber natürlich bin ich hier. Meditation. Jo, das hat der Hexerstil. Er braucht kein Bett. Außer natürlich, wenn eine Frau dabei hat. Ach ja, genau, man kann hier in Blut und Wein gibt es noch eine zusätzliche Romanze. Eine weitere Romanze von guten Geralt. Die Frage allerdings ist, jetzt haben wir einen Brief von Triss bekommen. Den kriegt man offenbar nur, wenn man mit ihr eine Romanze in Wild Hunt soweit abgeschlossen hat, also sprich für sie entschieden hat. Ist natürlich die Frage, haben wir hier Zugriff auf die Romanze? Gut, bei Hearts of Stone hatten wir auch Zugriff auf Shani. Aber da hatten wir keinen Bezug zu Yennefer oder Triss, nichts davon. Hier eben doch. Ja, ansonsten, aufs erste Mal hier fertig und ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht waren das jetzt mit... Nee, nicht hier Gesänge. Wieder Wolf war es, genau. Mit dem Faustkämpfen. Also damit im nächsten Part beginnen. Und danach, wenn das abgeschlossen haben, wieder mal ein bisschen mit der Hauptquest weitermachen. Jo, denke ich mal so im Schnitt so eine Hauptquest, 2 Sidequests, passt doch eigentlich ziemlich gut. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.